Hallo zusammen, da ist Crown Cletus oder Chris. Ich bin langsam ein bisschen müde. Die letzten 2 Nächte habe ich nicht so viel geschlafen. Gestern waren ja noch einige Pressekonferenzen gewesen. Und die möchte ich eigentlich jetzt ganz kurz noch zusammenfassen. Nicht das Gesamte natürlich, sondern das, was mir einfach ein bisschen gefallen hat. Und vielleicht hat ja der eine oder andere auch noch etwas hinzuzufügen, was ihn so geflasht hat. Ich denke, da sonst noch ein paar Secrets aufdecken. Und spiele das zweite Level noch einmal. Fällt mir ein bisschen einfacher als ein eher unbekanntes Level auf diesem Schwierigkeitsgrad noch zu spielen. Und ja, ich möchte eigentlich gerade mit der Xbox-Präsentation anfangen. Hat eine gute Länge gehabt, mir dünkt ein paar interessante Sachen logischerweise. Aber für mich ist natürlich einfach das Forza Horizon 3 ist in Australien angesiedelt und vor langer Zeit habe ich dort mal einen Spruchaufenthalt gemacht. Und es ist genau in dieser Region, Surfers Paradise, dann noch ein bisschen runter Richtung Byron Bay. Finde ich richtig cool. Und rein von dem her wirklich auch ein schönes Land mit unterschiedlichen Locations wieder gewählt, halt so wie im Forza Horizon 1 Colorado. Im 2, das hat mir einfach nicht so gefallen, weil klar ist es ein geiles Game, das geil ausgesehen, aber es ist einfach zu weitläufig gewesen, in dem Sinne, dass alles fast gleich hat ausgesehen, wenn es Sinn macht. Und rein von dem her ja, ist es nicht wirklich so mies gewesen. Und das mit der Offroad-Fahrerei ist ja im Neuen auch wieder drin, auch wenn es völlig unrealistisch ist. Bin ich auch nicht so Fan davon, mit einem Lamborghini am Strand zu fahren, aber das ist schon damit klargekommen irgendwie. Das Coole ist eben auch, dass die Xbox oder eben, besser gesagt Xbox One und Windows 10 so ein bisschen zusammenarbeiten bei vielen Games. Das heisst, wenn du sie auf der einen Plattform kaufst, kannst du sie dann auf der anderen auch gratis herunterladen. Und das ist ja wohl geil. Das heisst, das erste Forza Horizon, das jetzt auf dem PC wird laufen. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr erfreuliche Geschichte. Ganz geil. Ich habe mir es jetzt erst schon vorgestellt. Es ist halt wieder mal ein bisschen frech, wenn du die Ultimate Edition ziehst, wo dann nur der Season Pass dabei ist. Das ist für mich ein No-Brainer, den zu kaufen, weil ich das Zeug halt eigentlich auch immer interessant gefunden habe, was bei diesen Forza Horizon Games vor allem. Aber eben, wenn du die Version für 105 Steine holst online, dann ist es dann so, dass halt schon eine Woche früher das Game kann spielen kann, am 23.09. anstatt am 27. glaube ich, ja, das ist nicht ganz eine Woche. Egal, ja, so Zeug bin ich eigentlich nicht wirklich Fan davon. Aber wie gesagt, da ich alle Zusatzcontent irgendwie über die Unterstützung dazu gekauft, lohnt sich für mich der Season Pass dort schon. Was ich ja nicht bei allen Games kann sagen, habe ich mittlerweile auch recht zurückgefahren, so Season Pass von Anfang an kaufen. Und häufig lohnt es sich wirklich abzuwarten und dann den Content zu kaufen, den man wirklich auch interessant findet. Auch bei mir. Also ja, Forza Horizon 3 sieht wahnsinnig aus, wird ganz sicher auf der PC auch wahnsinnig aussehen, in 4K oder halt in der 21:9 Auflösung, die ich auch spiele. Ich hoffe, dass sie es anständig portieren, aber beim Forza 6 Apex heisst es, glaube ich, das heisst ja nicht so schlecht herbekommen. Also man kann gespannt sein. Die Games für Windows 10 haben ja nicht immer optimal funktioniert. Gears of War, Quantum Break sind auch nur 2 Beispiele. Aber das haben sie jetzt, glaube ich, schon im Griff. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt den Hebel holen. Ich bin da so in diesem Mechanismus drin. Also ich freue mich extrem auf Ende September, das wird richtig cool. Und was mir auch noch gefallen hat, ist die neue Xbox One S Slim, wie es ja auch schon ein paar andere Xbox jetzt gegeben hat, einfach eine neuere, verbesserte Version. Das macht in meinen Augen auf jeden Fall Sinn, sieht gut aus. Sie hat das Netzteil schon integriert, das ist ein grosser Bonus. Und scheint hat sie auch ein Mühe mehr Rechenpower. Aber ja, so viel wird das nicht ausmachen wie der Scorpio, der Ende nächstes Jahr rauskommt, wo für die sich ein bisschen mit technischen Daten auskennen, die wird 6 Gigaflops Leistungen bringen. Und das ist schon noch heftig. Und das passt dann eben auch gerade zu der Ankündigung, die AMD hat gemacht mit ihren neuen, effizienten Grafikkarten. Also da ist echt etwas im Busch. Kleiner Spoiler, Sony hat von Neo offiziell noch nichts erzählt, aber das hat man im Vorfeld schon gewusst, dass sie das nicht machen wollen.
bisschen Luft holen. Aber eben, Scorpio wird sicher kommen, werde ich mir alles schon holen, wenn es da auch etwas bringt. Und wiederum die S hole ich mir jetzt nicht unbedingt, weil ja, eben, die hat vielleicht ein bisschen mehr Leistung. Viele Spiele funktionieren jetzt auf der Konsole auch schon mit so adaptiver Auflösung. Das heisst, je mehr Power eine Konsole hat, umso stabiler und höher wird auch die Auflösung können sein. Aber es läuft eben auch noch auf alten Geräten wie der Original Xbox One oder PS4, das Zeug. Also ja, es ist ein Fortschritt, der vielleicht nicht allen wird passen, aber überlegt euch mal, welche Handys funktionieren. Da gibt es halt gerne wieder die Updates. Und das ist doch neu natürlich auch in Ordnung, weil solange das Zeug auch noch auf dem Alten läuft, ist auch niemand wirklich gezwungen. Klar wird er am Schluss mehr Kneten aus der Tasche gezogen, aber die Konsole auch mal ein bisschen mit dem PC mithalten, das ist doch auch nicht so schlimm. Es gibt dafür und für wieder. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Und doch, und jetzt glaube ich schon das erste Secret, das ich gar nicht gewusst habe bisher im Fall. Diesen Knopf kann man drücken. Und dann kommen da ein paar Kanister runter. Die kann man dann raufklettern, oder Gewicht besser gesagt. Und dann kommt man hier easy rauf. Und mit dem Doppelsprung konnte ich das schon rauftricksen. Das ist auf jeden Fall gegangen. Aber so, ja, kommt man auch so her. Ja, crap, das hat mir jetzt nicht einmal ein Secret gegeben. Ja, das ist halt einfach wirklich nur die Bonusgegenstände, die man dort holen kann. Easy. Also ja, soviel zu dieser Konsolenverkleinerung, Verbesserung. Sieht auf jeden Fall viel schnittiger aus als das Riesenmonster, das ich jetzt hier daheim habe. Aber das stört ja auch nicht wirklich, weil sie ist da verflüsterleise. Okay, das wäre es eigentlich schon von Microsoft. Alles in allem eine coole Konferenz. Phil Spencer ist ein easy Typ. Oh, das Fest ist schön. Muss ich eigentlich da sonst noch etwas freischalten? Sorry, nein, da habe ich sonst alles geschafft. Shit, das war ein bisschen verpeilt. Schnell ein bisschen konzentrieren. Jetzt bin ich aufs Erdhaus versehen, auch nicht schlecht. Wow! Das war auch nicht so intelligent, Kollege. So, also, jetzt haben wir auch schon 12 von diesen 20, die wir müssen haben. Das war keiner, aber easy. Also, in diesen Raum wollen wir eben rein, genau. Da hat es noch irgendeinen Kanal, wo man da rein kann. Ich weiss es einfach nicht mehr genau. Aber ja, ich habe das Video nebendran geladen, das heisst, ich kann es dann aufrufen, wenn ich es brauche. Okay, gehen wir weiter zur Ubisoft-Präsentation. Aisha Tyler macht das mittlerweile zum 5. Jahr und von ihr kann man halten, was man will. Ich finde, sie macht das richtig cool im Vergleich zu all diesen halt Firmentypen, die logischerweise nicht alle genau gleich gut präsentieren können. Sie ist dort immer wirklich witzig drauf. Und sie hat scheinbar auch wirklich noch eine gute Beziehung zu vielen von diesen Leuten. Also das merkt man auch. Eine coole Präsentation. Ich freue mich aber, wenn sie in Action ist. Das Game, das ich als erstes möchte erwähnen, das ich schon gemacht habe, ist Wildlands. Das kommt jetzt offiziell 7. März nächstes Jahr raus. Ich finde, das ist gut, weil ja, der Herbst, Weihnachtszeit ist schon gut vollpackt mit coolen Games. Dann ist das ausgezeichnet, wenn man sich dann in der Zeit, wo nicht ganz so viele gute Games rauskommen am Anfang des Jahres, dann auf das konzentrieren. Sieht auf jeden Fall wirklich ganz nice aus mit dem extrem weitläufigen Gelände. Oh shit, mit der muss ich noch ein bisschen Multikills machen, das habe ich auch verhängt. Gut, Schlüssel holen. Wirklich vielversprechend, das freut mich. Dann haben sie so ein VR-Game gezeigt mit dem Palmer Lucky auch. Microsoft hat John Carmack dort mit dem Gear VR für das Minecraft VR. Das ist ja auch cool, dass sie dort so ein bisschen alles zusammenschließen. Ich schnell das jetzt an, dass ich wirklich von Multis mache. Demand presence at unsafe level. Nice. Also, das Eagle Flight Game haben sie gezeigt, was eigentlich noch lustig aussieht. Es sind jetzt viele Leute verschiedene Sachen am Ausprobieren in Virtual Reality und je mehr das dort eben etwas ausprobieren, umso höher ist die Chance, dass etwas Cooles rauskommt. Darum, let's go.
Von Oculus bin ich momentan nicht so Fan, weil sie haben wirklich jetzt versucht, auch bei Serious Sam VR haben sie versucht, das Game eigentlich so zu beeinflussen finanziell, dass es sicher zeitlich exklusiv ist, wenn nicht komplett im Oculus Store. Und das ist einfach wirklich scheiß Praxis, wo sie dort verfolgen, weil der Palmer Luckey hat selber noch gesagt, dass das eigentlich für sie nicht interessant ist, so exklusive Scheiße, dass das die ganze Plattform VR eigentlich schadet. Und dass sie jetzt genau die Maschengöhe erinnert, halt schon ein bisschen an ihr Mutterhaus, Facebook oder auch wie Apple das halt gemacht hat. Aber es ist ja nicht nur schlecht, muss ich jetzt gerade, wenn wir vom Apple-Beispiel reden. Dann kann man halten, was man will, aber sie haben auch im Smartphone-Business schon einiges gebracht. Schon überklettert, Junge. Reden, aber eben Oculus, ja. Ich habe es gerne vorgestellt, irgendwann sollte das kommen. Ich bin immer noch gespannt drauf, weil es hoffentlich komfortabler ist als 2. Und dann mit diesen Touch-Controller sicher auch noch ein paar interessante Sachen machen kann. Easy, das hat vielversprechend ausgesehen, das Eagle Flight. Dann haben sie einfach aus dem Nichts raus Trials of the Borderland angekündigt. Und das hat man schon ein bisschen geleakt, wenn man so ein bisschen in der Foren hat gelesen, oder ist schon ein bisschen geleakt worden. Und das ist einfach auch das Trials im Blood Dragon Style. Und ich liebe Blood Dragon Style, weil das von Far Cry ist super cool war. Der Soundtrack läuft bei mir gerne noch ab und zu. Und ja, das Neue steht wirklich auch in die Fußspuren rein. Ist halt einfach eine Trials-Vertretung, aber sehr lustig gemacht, wirklich ganz abgefahrene Stories, 80 Sound. Kommt gut und ist sicher auch nicht jedermanns Sache, aber mir ist es schon manchmal so müssen lachen. Es ist wirklich ganz nice und auch der neue Soundtrack ist wieder super cool. Rein von dem her ist es nice, dass man das gerade herunterladen kann. Ich habe mir es auf der PS4 gekauft, weil dort hat man glaube ich noch einen Bonus gehabt als PlayStation Plus Member. Das war nur 15 Steine mit dem Soundtrack. Also für mich auf jeden Fall schon nur 15 Steine hätte ich für den Soundtrack gezahlt. Ja. Jedem das Seine. Es ist dann weitergegangen. Gegen Schluss hat man dann noch Steep gesehen, so ein Freestyle-Game, wo man Skifahren, Boarden, Fallschirmspringen, Gleitschirmeln, wirklich alles zusammen, was cool ist, auf einer geilen Bergkonstruktion, nämlich ziemlich nahe bei uns im Mont Blanc, das Gebiet, so ein bisschen dort, wo sich Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich so ein bisschen trifft. Und hat wirklich cool ausgesehen, kann man auch zusammenspielen. Sehr nice gemacht, irgendwie hört man hier ein Secret. Kräschle. Ja, Steve war cool gewesen. Und der Besitzer, der Timo, war auch noch so ein bisschen ein bemühter Typ gewesen, aber das Mal war er ultra verpeilt, das arme Bürstchen. Und ich glaube, hier muss ich dann auch rein, wenn ich den Rotschlüssel habe. Und es ist ja so, dass sein Bruder, der Gameloft führt, ist ja so ein bisschen der Mobile-Hersteller. Access granted. Ist jetzt von Vivendi sozusagen findlich übernommen worden. Das ist einfach, wenn halt eine andere Firma mehr als von Aktien kauft, hat die dann automatisch ein Mitspracherecht. Und die wollen jetzt eben das Gleiche mit Ubi durchziehen. Und da sind jetzt alle schon ein bisschen schockiert und es schießt schon ein bisschen an. Und von Ubisoft kann man ja halten, was man will. Aber so eine findliche Übernahme ist eigentlich nie etwas Schönes. Und rein von dem her ist es dann so, dass er extrem abgekämpft hat ausgesehen. Fast ein bisschen traurig war, hat mich gedacht. Also irgendwie auch noch so ein bisschen auf Emotions gemacht. Ja, harte Geschichte. Also, ich muss jetzt gerne noch die rote Keycard finden, oder? Welcome to the UAC's Mars installation. Hier bin ich kann nicht so viel Sachen. Dann ist es so, dass zwischen Microsoft und Ubi ist noch ein Ding-Teil gekommen. Jungs, chillen doch mal schnell. Ich bin da. So ein Teil gekommen, der für PC noch war. Dort haben sie eben auch die neuen AMD-Grafikkarten vorgestellt.
ein paar Games noch gezeigt. Habe ich leider nicht ganz so viel Zeit gehabt zum Schauen, weil ich noch unterwegs war. Aber auf jeden Fall immer cool, dass sie eben ein Segment für den PC machen. Weil da gibt es ja schon einiges zu berichten, nicht nur Konsolen. Und ja, das Ding wird alles einfach. Aber ich habe jetzt gar nicht im Detail irgendwie etwas im Kopf, das ich darüber erzählen oder könnte erzählen. Weiter ist es dann mit Sony gegangen, ziemlich früh am Morgen in dem Sinne schon, nämlich um 3. Da bin ich vorher schnell 2 Stunden pennen. Ist es sehr interessant gewesen. Wenn auch ein bisschen kurz, hat es mich gedacht. Aber sie haben auch hier... Was passiert da? What the fuck? Der ist einfach stehen geblieben, obwohl er gestorben ist. Auch nicht schlecht. Der ist gerade so in eine Schockstarre reingefallen. Wegen meinen Angriffen. Shit, ich muss noch ein paar Impacts machen und so, Multikills und vor allem nicht sterben, Kopfverstellung. Also sind wir bei Sony. Zuerst ist God of War gekommen, hat mir extrem gut gefallen, habe ich sehr stylisch gefunden. Das God of War selber hat mir nicht wirklich manches Game toll gedünkt. Fast ein bisschen langweilig, obwohl es bombastisch ist aufgezogen war. Aber das hat jetzt wirklich noch gut ausgesehen. Einfach wenn er mit seinem Sohn ist umgesprungen. Ja, du kannst als Daddy schon noch ein bisschen bessere Arbeit leisten. Dann ist es weitergegangen mit Days Gone. Irgendwie so ein Zombie-Spiel halt auch wieder ein bisschen, so wie State of Decay 2, wo Microsoft gezeigt hat. Hat aber nur cool ausgesehen und vor allem die Zombie-Masse hat mich extrem beeindruckt. Hey, die Zombies sind wie Wasser eigentlich zum Teil in so einer grossen Masse durch Türen oder Gänge gezogen. Richtig krass ausgesehen. Nice. Dann das Horizon Zero Dawn. Das ist ja gang noch das Game, wo mit diesen Roboter-Dinosauriern abläuft. Das sieht extrem genial aus, so viele Bewegungsabläufe und allgemein Animationen, wie dort eingepackt wurde, ist sehr beeindruckend. Sie hat mich gedacht. Wird sicher auch ein super Game. Hat auch eben ein sehr interessantes Setting mit diesen Robotern. Krass, wie die da aufklettern. Und krass wird viel, dass du unterwegs sind von diesen Bastis. Der andere geht eine Rakete, okay. Drehen wir also ein bisschen durch. Mann, was ist mit dem Direct Impact? Nichts. So, das ist schnell so fertig. Also viel gibt es jetzt nicht mehr. Okay, da eigentlich noch. Ist gut jetzt, die Oberschweine. Ja, weißt du, lauf doch von mir weg, hey, du willst etwas von mir. Also. Schnell ein bisschen Mund und Leben. Dann haben sie viele Virtual Reality Games gezeigt. Interessantes Zeug, also das Batman Arkham VR oder so, hat sehr cool ausgesehen, muss ich sagen. Habe ich mir jetzt endlich das PlayStation VR vorbestellt. Und überall, es ist schon Lieferengpässe und so, es ist schon gang die gleiche traurige Kacke. Aber mal schauen, wie es dann echt aussieht. Bisher, muss ich wirklich sagen, auf das HTC hat man am Anfang auch einen Moment gewartet. Mittlerweile kann man so innerhalb von 2 bis 3 Geschäftstage bekommen. Also wirklich sehr flink. Oculus ist gang noch der oberpeinlich, finde ich, mit ihren Lieferzeiten. Das haben sie ultra verkackt. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt mal schauen, wie lange das da geht. Und es ist ja irgendwie 480 Steine oder so. Bei World of Games, wenn man es abholt, kann man noch ein paar Franken raushäuschen. Ist es dann noch etwa 455. Aber gleich, das ist noch ein rechtes Investment, weil die Kamera hast du ja dann noch nicht gekauft. Da bin ich schon gewesen. Move Controller hast du ja dann auch noch nicht. Yeah, was soll ich sagen? Am Schluss, wie viel kommst du? Sicher auf 600-700 Steine. Dann noch ein paar Games dazu und so. Also es wird immer noch das günstigste bleiben. Das Oculus ist ja so 900 bis 1000, je nachdem woher das es schicken kann. Und eben 2 mit 1100 ist noch eine andere Liga, aber dort ist auch noch viel mehr dabei mit den Bewegungscontroller, Sensoren und so. Ja. Come to the Vega terminal and I'll give you what you need.
bleibt spannend und eben Sony gibt schon ziemlich Gas auch mit VR-Games. Da kann man gespannt drauf sein. Und ich freue mich drauf. Vielleicht muss man da auch noch PlayStation 4 Neo oder wie sie da immer heute heissen, sorry, da ist ja da, kaufen. Aber was auch wieder Stangengelder kostet, Jesus. Aber ich will das VR-Zeug schon ausprobieren. Vielleicht verkaufe ich alles zusammen Ende Jahr wieder. Man weiß ja nie, was noch kommt. Das Call of Duty haben sie wirklich sehr gut vorgestellt, muss ich sagen. Es hat beeindruckend ausgesehen, wo man zuerst auf dem Raumschiff ist rumgelaufen, in den Gleiter ist reingestanden. Man hat die Leute gar nicht so geschnallt und ich auch nicht, was es überhaupt ist. Man hat auch meinen, sie gingen das Valkyria Online oder so. Aber nein, wirklich Call of Duty und man hat es dann auch schon gesehen, als er ist ausgestiegen ist. Aber haben sie wirklich scheinbar gute Arbeit geleistet. Und wenn mich das noch ein bisschen interessieren, das elende Weltraumzeug, aber so Schießspiel im Weltraum, finde ich, keine Ahnung, da macht das Battlefield eben mit seinem Ersten Weltkrieg vieles viel cooler in meinen Augen. Aber auch da wieder natürlich absolute Geschmackssache und ich weiß nicht, nur das Dad, das man Bob machen. Man kann gespannt sein und meine Karten gehen ja als Titanfall 2. Yeah! Aber es wird ganz ein cooler Herbst und Winter mit all diesen genialen Games. Dann ist nur der Kojima gekommen, richtig cool halt, schön auch Englisch geredet und sein Game mit Death Stranding war einfach nur ein Trailer und hat nichts mit der Engine zu tun, die dann für das Game gebraucht wird. Ja, einfach, dass er mal seine Idee ein bisschen zeigen kann, was ja schon in Ordnung ist. Wir wollen ja ein bisschen sehen, was er am machen ist. Er ist auf jeden Fall immer ein interessantes Bürstchen. Shit, das hat mein Multikill werden sollen. Ist so gewesen? Nice. Ja. Was dann noch war, ist die Resident Evil 7 Demo, die so ein bisschen nach PT hat ausgesehen. Kann man jetzt schon abladen. Das habe ich gemacht, aber noch nicht ausprobiert. Mache ich heute jetzt aber sicher noch. Geile Sicht. Schöne Hechtrau in dein Verderben. Und was dann noch war... Nein, das war alles, was ich mir notiert habe. Ja. Aber wirklich lohnenswert. Ich habe mich gefreut, dass ich bin aufgestanden bin, weil es dann auch schon Jahre gegeben und ich muss sagen, ja, Sony, die elenden Zahlenbeiger, irgendwie interessiert mich das Zeug gerade nicht so. Aber das ist cool. Weißt du, das geht für mich hier gerade gar nicht so gut aus, Bürstchen. Also gut, jetzt muss ich mich noch ein bisschen konzentrieren. Mein Maus ist trockener als Sahara. Und jetzt bin ich gleich auch schon zweimal gestorben, obwohl ich mich da eigentlich ein bisschen auskenne. Aber das Brain auf das Texten, auf die Erinnerung konzentrieren und eben auf das Gamen ist one big challenge. Hey, jetzt haben wir doch die langsam, oder? 19 von 20, ja. Yeah. Ja, und jetzt, wenn ich hier fertig bin, gehe ich noch ein bisschen Trials auf den Blood Dragon weiterspielen, weil ich echt jetzt so manchmal müssen grölen wegen diesem Game. Das ist wow. Es ist wirklich cool, was sie dort gemacht haben. Jetzt machen sie mich von weitem fertig. Das glaube ich ja nicht. Ich wollte so ein bisschen Taktiker machen. Irgendwie noch das Schild an sich. Ja, das hat nicht schlecht geklappt. Eben das mit den Granaten funktioniert schon noch gäbig. Hier hinten, was ist denn Ding alles Collectible gewesen, aber auch ein paar Sachen, die mir weiterhelfen. Oder so ist Paco. Ich wollte schnell diese Granate nehmen. Yes, das wär's gewesen. Das kann ich schnell zeigen. Jetzt haben wir hier alles rausgeschnitzt. Ich muss wirklich schnell etwas trinken. Und jetzt seht ihr ja, wenn man einen direkt trifft, egal was für einen Gegner, gibt es noch kleine Clusterbomben, die auch noch ein bisschen Gebietsschaden machen. Also sehr hilfreich bei Gegnermengen. Okay, cool ist auch, dass man unten sieht, wie viele Gegner man schon gekillt hat mit diesen Flöten. Am Anfang bin ich extrem davon gezogen mit dieser Pumpe hier. Und jetzt auf der PS4 habe ich, glaube ich, mittlerweile mit der Doppelläufigen fast mehr Kills. Nicht, dass das wirklich eine Rolle spielt,
Aber für die Statistiken interessieren, ist cool, dass sie das hier rein tun. Den roten Schlüssel haben wir ja, glaube ich, noch nicht, oder? Multiple. Oh ja, und wie nice. Also jetzt kommt hier hinten wieder das Schild an, sein Haken noch hinten dran. Ah, die ist gut. Ah, schau jetzt, Mama, das geht nicht so schlecht. Und da nicht so Munition verschwenden. Das gleiche halt auch für den. Ja. Cool war jetzt, heute gibt es noch kleine Nintendo-Livestreams, weil sie ja das Zelda zeigen. Interessiert mich schon auf jeden Fall. Hey, habe ich hier das Bonuslevel noch nicht freigeschaltet? Nein. Nein, eh nicht. Das war ja hinten ganz am Anfang. Ja, aber jetzt bin ich hier schon am Ende, Mann. Scheiße. Ja, ich muss noch ein bisschen zurück in diesem Fall. Wo wir ja her müssen, ist... Ist nicht da, nein. Da hinten. Hier glaube ich der Obergang, der uns nachher den hier bringt. Oh wow, gut aufgepasst. Das ist ja das Bonuslevel hier. Das haben wir eh schon gefunden. Okidoki. Forza Horizon 3, noch ein bisschen auf das zurückzukommen, wird es ja so einen Drop-in-Multiplayer-Modus auch geben, neben 4 Spielern, wo man dann per Helikopter reingeflogen wird und ja, dann gerade neben diesen kann losreisen, ist sehr cool gemacht gewesen und einfach wieder zurück, ja. Einfach wiederum grafisch, aber es wird sicher auf der Xbox One nicht so eine wahnsinnige Auflösung haben, aber spätestens auf dem PC, das wird wahnsinnig aussehen, also wirklich big up, dass sie es auf den PC bringen und dass man es auch nur einmal bezahlen muss, finde ich aber schon sehr nice, weil es hat jetzt jenste Games gegeben, die ich auf der Konsole gerne habe gespielt und auch auf dem PC und da bin ich auch meistens PC und PS4 gelaufen und ja, wird jetzt eventuell gar nicht mehr nötig sein. Und wenn dann PS4 Neo wirklich wie Gerüchte so ein bisschen tönen, nur um die 4,5 bis 5 Teraflops kann liefern, wird dann die Xbox dann leistungsfähiger sein plötzlich. Also das ist auch noch interessant, so ein bisschen das Gerangel. Genau. Das Gerangel um die leistungsfähigsten Konsolen und die Unterstützung von den Herstellern. Damn you. Here at the UAC, we take pride in nurturing a growing workforce, and each year we harvest only the best of the best. Konzentrationsmodus, falls man es nicht will. Mann! Da weiss ich noch, da habe ich beim ersten Mal, als ich es endlich gefunden habe, schon recht Mühe gehabt. Also irgendwie müssen wir jetzt halt einfach einen Stock weiter rauf. Was hier möglich ist. Aber das ist ja dort hinten. Schöne Rätselstunde. Wo bin ich denn schon auf diesem Level gewesen? Hier. Moment schnell. Ja. Langsam glöckelt etwas. Jetzt muss ich mir nochmal schnell überlegen, wenn ich hier raufkomme. Von hier hin. Ja, mal schauen, ob ich hier richtig tippe. Da
du müsst jetzt nochmal wirklich zurück. The UAC. The world is counting. Dann, was nehmen wir hier? Nehmen wir unseren neuen entdeckten Geheimgang. Das gefällt mir wirklich gut. Oder habe ich echt das mal herausgefunden, aber dann nicht geschnallt, für was dass die Knöpfe sind, was sie auslösen. Ja, ja, auf jeden Fall wirklich eine schöne Überraschung gewesen. Hey, wow, schon ein paar Stunden mit dem Game verbracht. Zu früh gefreut. Wir sind am richtigen Ort. Ja. Nein, definitiv nicht. Wir müssen von hier an reinkommen. Ja, die Spannung steigt wirklich ins Unermessliche. Ich bin hierher gekommen, bin hier durch, aber ich denke, das ist nicht too far away. Ja, hier bewegen wir uns zu weit weg. Gut. Das heisst, wir ziehen wieder zurück. Was natürlich auch noch interessant war bei diesen Pressekonferenzen, halt eben so die Chefs von diesen Firmen, wie sie alle auftreten und das haben alle ultra geschniggelt ausgesehen. Das müssen sie auch fast. Aber es ist dann eben wirklich interessant, zum Beispiel der Typ von Electronic Arts, der wirklich aussieht wie ein Roboter. Und ich meine nichts gegen ihn persönlich, ich kenne den ja nicht. Aber der sieht aus wie ein elender Android. Das ist wirklich noch gespässig. Also, jetzt sind wir hier nicht so schlecht. Jetzt ist echt das hier mit dem Lift rauf. Und dann haben wir es dann. Und wie sie dann halt auch mit ihren Hängen gespielt haben. Und das ist ja eh noch tricky, vor so vielen Leuten zu werden, das ist also keine Frage. Aber ja, eben, gewissen liegt es halt mehr als anderen, das können sie sicher aus der Schule oder wo auch immer her. Aber dann eben denkst du, was die für Positionen besetzen, ist es auch noch lustig. Das ist gleich wie, da sind wir jetzt richtig, yes! Wow, das ist jetzt nämlich die andere Seite. Hier unten hat man Motorsage bekommen. Hier hinten war die Rüstung. Und jetzt kann man hier hingern. Durch das Loch. Jawohl. Ui, Kopf angeschlagen. Schön. Halleluja. Halleluja. Endlich. Jetzt haben wir da alles, oder? Kann man hier nämlich sogar auftun. Das ist das nicht einmal das Problem. Jetzt ist schön schauen. Ja, alle Secret, alles zusammen. Das heisst, ich kann jetzt raus. Zurück zum Hauptmenü. Das Zeug ist alles gespeichert. Und hat doch jetzt eine halbe Stunde mehr oder weniger fokussiert etwas erzählt. Schauen. Ja, voll, da haben wir jetzt alles. Hier müssen wir nur die mit Explosivfässchen fertig machen, das wird auch einfacher. Ja, das könnten wir eigentlich noch machen. Was ist bei euch so ein bisschen hängen geblieben? Habt ihr auch ein bisschen geschaut oder habt ihr eher so ein bisschen auf Zusammenfassungen von YouTubern oder Twitch-Streamern zurückgegriffen? Hier haben wir Konferenzen jeweils von Giant Bomb kommentieren. Ich finde halt schon noch witzige Gielen und was sie erzählen. Ich finde bei mir schon noch oft angeklungen im Vergleich zu so Seiten wie IGN oder Polygon oder Kotaku oder was auch immer. Zum Teil sind das nicht wirklich Gamer, die dort arbeiten. After running more diagnostics on the active Yeah. Keep it talking. appears that I can accelerate the upgrading of your arsenal by measuring your combat Das habe ich noch nie effectiveness. gehört. Dort I have sehen added wir a tracker to your helmet's die Drohne, display. genau, die wir schon gebraucht haben.
Ja, je öfter dass man die Levels spielt, und das ist natürlich bei jedem Game so, umso besser könnte man sie, aber umso mehr sieht man auch Genie im Leveldesign wirklich die Verbindungen, die sich halb auftun, mit den Sichtlinien, wo man sieht, alles Zeug, wo man am Anfang noch nicht so schnell. Jetzt hat sich hier hinten ein explodierendes Fässchen. Jawohl. Das ist sie alle hierher locken. Wow, der andere, der sich sprengt. Oh mein Gott, hey. Oh mein Gott, das hat jetzt nichts gebracht. Pure Idiotie. Und hier hätte jetzt noch einen Multikill machen können. Vielleicht gerne mal. Kollege. Nein. Und so. Nein! Nur mit dem verwünscht! Crap. Also, das ist leider noch nie gewesen, ja? Ui, da gibt es einen Multi. Yes! Und noch der zweite? Nein, leider nicht. Ich hätte jetzt auch irgendwie die Fässchen locken können. Eieiei. Da hat es eine gute Chance auf Fässchen. Beide sind. Das ist ja alles so viel ist. Da unten. Nein, nur vereinst. Alles nur Imps, das gibt's ja nicht. Da ist ein einziger normaler. Und den muss ich jetzt bis dort hingern lassen. Also komm, zusammen schaffen wir das. Cool, so Herausforderung, oder? Richtig spaßig. Der erste Umschwein. So warten wir jetzt, bis er hier neben durchläuft. Ne? Hey, nein, weißt du, da gibt es sicher noch eine bessere Möglichkeit. Immerhin haben wir jetzt einen. Was? Hey, nein, hey, nein. Welche Gegner sind denn da gemeint? Ah, die. Oh, Scheiße. Ja, aber solche hat es doch. Ja, nicht explizit. Ja. Wann ist das bekannt? Also wir müssen schnell den aktivieren. Oh, was ist denn das für ein Bug? Ja, nicht schlecht. Das wären die, da, wo man das Fest nimmt. Ja. Jetzt echt da unten überall Festchen. Sieht aber nicht aus, ne? Ja, Mann. Das ist richtig verhangen, hey. Gut, hätte ich weiter oben wirklich schon mehr können erreichen. Ich glaube, ich muss das nur starten. Hey. Aber ja, das war jetzt leider nicht sonderlich erfolgreich gewesen, muss ich zugeben. Wir sind jetzt aber gerade bei 40 Minuten und mache ich sonst hier mal einen Schnitt. Und morgen gibt es sicher noch ein richtiges Level. Und dann mache ich dann irgendein anderes Mal nochmal so eine Secrets oder Missionen abschließende Runde. Ja, yeah. Gebt doch noch schnell Bescheid, was ihr von E3 jetzt gehalten habt, von diesen Präsentationen gestern. Und merci wieder mal für die Aufmerksamkeit und meine nicht immer ganz so glanzvolle Leistung, die ich hier zur Schau stelle. Habt's gut, hey. Tschüss zusammen.